Hey, danke euch fürs Singen und Mitfeiern. Mega lieb. Hey, es war mal ein Mann. Der hat sich nach mehr von Gottes übernatürlichen Wirken, also vom Wirken vom Heiligen Geist gesehnt. Und so ist er auf die Knie gegangen und hat gebetet. Und er hat gebetet gesagt: Bitte, Heiliger Geist, red zu mir. Ich hätte so gern mehr prophetische Worte. Erstaunlicherweise hat er postwendend Gottes Stimme gehört. Und zwar so: Gern. Fangen wir doch mit dem prophetischen Wort an. Gang hin zu deiner Partnerin und sag ihr, es tut mir leid. Die Idee für so einen Einstieg, die ist im Serienkonzept hineingestanden. Und weniger lustig habe ich es dann gefunden, weil der Einstieg gerade so zu einem prophetischen Wort für mich geworden ist beim Vorbereiten, weil auch ich mich noch für etwas bei der Steffi entschuldigen musste. Aber so ist es eben manchmal, wenn Gott redet, ist es vielleicht nicht immer das, was wir gerne hören würden. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir es eben vielleicht dann trotzdem machen. Aber der Einstieg, der hätte vielleicht auch ein bisschen zeigen sollen, wie man beim Thema Heiliger Geist sehr schnell vor allem an übernatürliche Gaben und Wunder denken und oft den Heiligen Geist gar nicht so direkt in Verbindung bringen, wenn es zum Beispiel um Charakterveränderung geht, wo ja dann zum Beispiel das Entschuldigen auch etwas damit zu tun hat. Und darum haben wir, wie gesagt, in dieser Serie möchten wir beiden Aspekten irgendwo Raum geben. Und darum heisst sie auch unterwegs sein, also unterwegs und sein, wie wir das in unserem Jahresthema drin haben, die zwei Aspekte mit dem Heiligen Geist. Weil beide Aspekte sind wichtig. Und wir haben gesagt, wir starten mit dem scheinbar ein bisschen weniger spektakulären, aber eben doch sehr wichtigen, mit dem Aspekt, der mehr mit dem Sein zu tun hat, nämlich wie Gott mit uns oder wie der Heilige Geist eben Gott bei uns ist, der Gott, der bei uns ist und wo unser Sein verändert. Und dann ab Pfingsten, im Pfingstcamp und am Sonntag danach beschäftigen wir uns dann damit auch, wie der Heilige Geist uns eben auch bevollmächtigt, um unterwegs zu sein. Ich habe es super gefunden, dass der Benni letzten Sonntag angesprochen hat und uns auch bewusst gemacht hat, dass wir vielleicht, wenn wir da drin herumschauen, in diesem Raum, ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist bis jetzt gemacht haben. Da hat es Leute, die total begeistert sind, zu anderen, die vielleicht eher skeptisch sind, wenn es um das Thema geht oder vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht nochmal andere, die vielleicht gar nicht so recht wissen, was sie davon halten sollen und da eher noch so ein bisschen abwartend, neutral irgendwo drin sind. Ich kann euch mega empfehlen, die Predigt nachzuhören, wenn ihr sie verpasst habt. Das ist die letzte, die Benni bei uns hatte, so in dem Rahmen vom Aushelfen, außer natürlich im Pfingstcamp. Darum, hoffentlich sind ihr alle dabei im Pfingstcamp. Da hat er dann auch nochmal eine. Genau. Hey, mich hat eine Sache dann so ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit, schon seit ich mich so ein bisschen mit dieser Serie auseinandersetze. Und zwar heißt es ja im Johannes 16, Vers 7, dort sagt Jesus: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt: Hey, es ist besser für euch, dass ich gehe und der Heilige Geist kommt. Und ich habe mich gefragt, warum ist es denn so oft so, dass wir alles dafür geben würden, um mal eine Begegnung mit Jesus face to face zu haben, ihn direkt zu sehen und mit ihm zusammen zu hocken. Und irgendwie mit dem Heiligen Geist tun wir uns manchmal so schwierig. Wenn das doch eigentlich das Bessere ist, wie Jesus sagt. Wenn Jesus uns doch eigentlich sagt, es ist viel besser, dass du den Heiligen Geist hast und dass ich nicht direkt da bin. Und irgendwie stimmt da manchmal etwas wie nicht so ganz in unserem Leben. Und darum ist es mega unser Gebet für diese Serie, dass wir den Heiligen Geist wie nochmal neu vorgestellt bekommen und nochmal eine neue Liebe und Nähe in unserem Leben zu ihm dürfen entstehen. Und darum möchte ich euch einladen, das gleiche Gebet, das Benni letztes Mal schon gebetet hat, nochmal mit uns zusammen zu beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein, heute an diesem Morgen. Du kennst jede einzelne von unseren Geschichten, du kennst jeden Zweifel, du kennst
aber auch jede Sehnsucht, jedes Feuer, das in uns brennt. Ich danke dir, dass du niemand von uns übergehst, sondern dass du jeden von uns ernst nimmst, behutsam mit uns bist, persönlich und mit Liebe mit uns umgehst. Hilf uns, in dem Sinne auch offen sein fürs Füreinander, Miteinander, aber eben besonders für dich. Dort, wo wir begeistert sind, schenke uns Demut. Dort, wo wir zögern, schenke uns Mut. Dort, wo wir unsicher sind, schenke uns Frieden. Lass diese Serie eine Zeit vom Entdecken sein. Nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit unserem Herz. Nicht nur über dich, sondern mit dir. Amen. Letztes Mal haben wir es davon gehabt, dass der Heilige Geist Gott bei uns ist. Aber es ist noch viel mehr als einfach nur ein Begleiter und Helfer, so der Kumpel, der irgendwo mitkommt. Sondern wenn wir anschauen, und wir machen das wie letztes Mal, wir gehen wieder an den Anfang von der Schöpfung an, wo Gott die Menschen, dich und mich auch mit dem hinein als Ebenbilder geschaffen hat. Und er hat uns ausgestattet mit Eigenschaften wie Kreativität, wie mit einem Bewusstsein, einem Verstand, mit Liebe, mit Gefühl, mit einer Emotionalität, die einzigartig ist. Und im zweiten Kapitel der Bibel wird dann beschrieben, dass dem Mensch oder eben dem Menschen der Atem des Lebens eingehaucht worden ist und sie so zu einer lebendigen Seele geworden sind. Ich lese es schnell vor aus 1. Mose 2, Vers 7. Da formte der Herr, Gott der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und was wir sehen, ist, dass Gott einem Mensch und an seiner ganzen Schöpfung seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und der Lebensatem, das ist nichts anderes als der Heilige Geist. Der von Anfang an über dem Wasser geschwebt hat und wo im Alten Testament eben auch als Ruach, das ist Atem, Wind, beschrieben wird. Und das ist der erste Punkt, den ich für heute wichtig finde, dass wir uns bewusst sind, der Heilige Geist ist die unsichtbare, lebensspendende, schöpferische Kraft Gottes. Er ist der, der Leben spendet. Er ist der, der schafft, der kreativ ist und wo neues Leben kann entstehen lassen. Und wir alle wissen, dass nach dem Sündenfall die Ebenbildlichkeit, die uns Gott drin geschaffen hat, in eine Spannung hineingekommen ist mit der Sündhaftigkeit. Und der Mensch versucht hat, unabhängig von Gott zu leben und innerlich oder ganz generell das, was es eigentlich ausgemacht hat, Mensch sein, durch die Sünde zerfressen worden ist. Und Gott sich aufgemacht hat, um uns irgendwo wieder zurückzugewinnen, um uns zu helfen, dass wir wieder auf den Weg kommen können, den er für uns gedacht hat. Und so hat dann auch im Alten Testament schon der Prophet Hesekiel, lang bevor Jesus gekommen ist, vorausgesagt, dass eines Tages der Heilige Geist in uns alle kommt und uns alle wird verändern. Im Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Er wird da vorausgesagt, dass der Heilige Geist kommt und in unserem Herz ihnen etwas möchte verändern. Ein Herz, das vielleicht durch Sünde versteinert worden ist, wieder zu einem lebendigen, weichen Herz machen. Übrigens, apropos Hesekiel, wer schon mal das ganze Buch gelesen hat wunderschöne Aussagen, aber auch sehr viel Schwieriges drin. Es gibt nächsten Mittwoch oder der Mittwoch in Winterthur einen Abend zum Thema Hesekiel mit dem Professor Dr. Benjamin Kilchör. Er war bei uns im Bibel 365 oder Bibelintensiv schon mal da gewesen, und es war ein gewaltiger Abend. Sie sind herzlich eingeladen, wenn jemand möchte, 7:30 im Town Village, um dort dabei zu sein. Genau. Der Heilige Geist ist also die lebensspendende, verändernde Kraft, die uns helfen möchte, wieder mehr in die Gottes-Ebenbildlichkeit hineinzukommen und dass sich das in unserem Leben wieder mehr auswirken darf. Oder wie wir manchmal auch ganz einfach hier in der GVC sagen, dass wir Jesus ähnlicher werden können.
Jesus hat es möglich gemacht. Der Heilige Geist ist der, der nachher Veränderung in uns hinein möchte bewirken. Er ist die Kraft, die uns verändert. Und so sehen wir dann auch im Neuen Testament, wie der Paulus zum Beispiel die Gemeinde in Galatien ermutigt, ihr Verhalten durch den Heiligen Geist bestimmen zu lassen. In der Elberfelder Bibel heißt es sogar, im Geist wandeln lassen. Im Kapitel 5, Vers 16 sagt er, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Er sagt, wandelt in dem Geist, dann wird es euch gelingen, nicht mehr dem nachzugehen, was sonst in euch liegt. Und nachher erklärt er, wie das geht. Und er geht da gar nicht auf übernatürliches Wirken, Wunder, prophetische Worte oder sonst irgendetwas ein, sondern er geht dann eigentlich in erster Linie auf Sachen ein, wo man vielleicht auch so würde sagen, sind Charaktereigenschaften oder Tugenden. Er macht da einen Vergleich und erhebt die Begierde von der eigenen Natur, wie er es genannt hat, der Frucht vom Geist gegenüber. So ein bisschen die Begierde von der eigenen Natur, das wird so beschrieben als auf sich selber fokussierte, egoistische, selbstzentrierte Eigenschaften, die schwierige Folgen haben. Sowohl charakterlich, menschlich, eben auch für uns selber, aber auch für alle um uns herum. Vielleicht, ich habe es im Titel gesagt, oder wie uns der Heilige Geist hilft, unser Temperament zu zügeln. Das schlechte Temperament. Eben die Sachen, die eigentlich gezügelt sein in uns. Und das tut er vergleichen und hebt er gegenüber dem, was stattdessen eben in unserem Leben soll sichtbar sein. In Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das ist der zweite wichtige Punkt für heute. Der Heilige Geist bringt Frucht in Form von Liebe, von Freude, von Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung in unser Leben. Vielleicht kannst du an dieser Stelle dich mal ganz schnell reflektieren und fragen, was von dem brauchst du gerade am meisten? Oder was von dem hättest du eigentlich jetzt gerade am liebsten noch mehr davon, weil du merkst, es tut mir gut. Ehrlich gesagt, eigentlich alles, oder? Das sind ja eigentlich alles Eigenschaften, die wir gerne hätten und noch mehr davon hätten. Oder vielleicht manchmal auch wünschten, dass sie andere hätten, oder? Das ja auch. Das ist auch für uns alle angenehmer, wenn das die anderen auch haben. Und ich glaube, oder ich habe mega gemerkt, wenn ich mir den Vers oder das so genauer anschaue, ich bin mega dankbar, dass der Paulus da von einer Frucht redet und nicht von streng dich ein bisschen mehr an. Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Sollte im Fall eigentlich eher so sein, sondern dass er das mit einer Frucht vergleicht. Es ist ein wunderbares Bild, das Paulus da nimmt, das so gut beschreibt, wie der Heilige Geist eben in uns am Wirken ist und uns verändert. Und ist mir heute Morgen noch aufgefallen, apropos Frucht. Was war das im Alten Testament, wo eine schlechte Auswirkung hatte, alles versaut hat? Es war eine Frucht. Und Gott macht da wie so eine Umkehrung. Die erste Frucht war die, wo uns nachher ins Chaos gestürzt hat. Und da redet Paulus nachher von der Frucht vom Geist, wo alles eben eigentlich wiederherstellen würde. Ich möchte so mit 3 Punkten noch schnell darauf eingehen, warum das Bild so cool ist und was wir aus dem Bild von der Frucht ein Stück heute auch mitnehmen können. Und du kannst mal schauen, einfach, ob du das in deinem Leben vielleicht auch nachvollziehen und sehen. Ein Punkt, wo glaube allen klar ist, Früchte wachsen langsam. Sie tauchen nicht einfach von heute auf morgen auf. Sie wachsen. Und das braucht Zeit. Und das braucht entsprechende Bedingungen. Und das ist ein Punkt, der für uns manchmal mega mühsam ist, weil wir leben in einer Welt, wo man sich sofort belohnen will. Und wo Sachen, die man möchte, gerne besser schnell als langsam da sind.
und wo wir uns nicht mehr gewöhnt sind, dass Sachen auch einfach Zeit brauchen und reifen und schwierig ist. Aber es braucht Zeit, dass Frucht kann entstehen. Und es ist auch noch spannend, wenn du, eben wir wissen, der Heilige Geist, der macht auch übernatürliche Sachen, der macht auch Wunder, aber ich höre von sehr, sehr wenigen Wunder, wo sich Charakter von heute auf morgen verändert haben. Es sind oft andere Sachen. Anscheinend ist es irgendwie so, dass Gott, wenn es um den Charakter geht, den langen Weg bevorzugt. Von einer Frucht, die muss reifen, die nicht so schnell einfach da ist. Und es ist manchmal schön und manchmal auch, denken wir, wenn der Heilige Geist uns doch verändern kann, dann zack, und morgen bin ich geduldig. Aber eben, so funktioniert es nicht. Und das ist auch der zweite Punkt. Früchte müssen reifen. Es gibt nichts Besseres als eine reife, schöne, süße Frucht. Aber damit eine Frucht genießbar ist, braucht sie einen Reifeprozess. Es ist zwar vorher schon eine Frucht, man kann auch vorher schon mal reinbeissen, aber es ist einfach noch nicht ganz gleich. Es ist einfach noch nicht ganz Genuss. Es ist manchmal eher sauer, oder? Es ist schwierig. Und darum möchte ich dir sagen, hey, wenn du nicht von heute auf morgen die Frucht vom Heiligen Geist in deinem Leben entdeckst, bist du nicht enttäuscht. Das heisst nicht, dass der Heilige Geist nicht in dir am Wirken ist. Und auch wenn deine Frucht noch nicht ganz reif ist und vielleicht nicht immer so genießbar ist und du manchmal wieder das Gefühl hast, warum bin ich jetzt wieder zurückgefallen ins Ding hinein? Das heisst auch nicht, dass der Heilige Geist nicht in dir am Wirken ist. Im Gegenteil, du bist eben wahrscheinlich noch völlig in diesem Reifeprozess hinein. Und es braucht noch ein bisschen mehr von diesem Reifeprozess. Und der ist manchmal nicht ganz einfach, weil die Früchte, die reifen am ehesten, wenn es sich so ein bisschen reibt. Das ist jetzt nicht, biologisch stimmt jetzt das nicht. Oder verhebt den Vergleich nicht. Aber in der Praxis, wenn es um die Charaktereigenschaft geht, die reifen dort, wo sie auch mal gebraucht werden und wo sie auf die Probe gestellt werden. Jetzt wäre es aber gelogen, wenn wir sagen würden, ja, wir haben gar keinen Einfluss darauf, ob irgendwo eine Frucht wächst oder nicht. Wir haben durchaus auch einen Einfluss. Wir können sie nämlich zerstören. Oder? Du kannst einen Baum umtun, die Frucht abreißen, wenn sie noch nicht reif ist. Oder du kannst verhindern, dass da gute Wachstumsbedingungen sind. Oder eben das Umgekehrte. Du kannst schauen, dass da gute Wachstumsbedingungen sind. Du kannst dafür sorgen, du kannst dort mithelfen. Und das ist so das spannende Zusammenspiel, wo es eben beim Heiligen Geist gibt, wenn es um die Frucht vom Geist geht, dass es eben ein Zusammenspiel ist. Wir haben es nicht unter Kontrolle, aber wir haben einen Einfluss. Wir können mithelfen, wir können etwas bewirken oder wir können mithelfen, dass die Bedingungen gegeben sind, dass sie wachsen können. Oder wir können es auch einfach komplett abklemmen und dann passiert gar nichts. Aber die grosse Arbeit schlussendlich ist eben dann gleich der Heilige Geist, der sie macht. Und es ist nicht einmal so, dass wir sagen können, es ist 50-50, wir müssen die Hälfte machen und die andere Hälfte macht der Heilige Geist. Ich glaube, der Teil, den der Heilige Geist macht, ist viel grösser. Aber wenn wir nichts machen, dann passiert auch nichts. Der Heilige Geist möchte dich verändern und du hast trotzdem einen Teil dazu zu beitragen, auch wenn er der ist, der schlussendlich den Hauptteil macht. Vielleicht findest du jetzt, ja, ist jetzt das Bild ein bisschen überstrapaziert, aber das Bild hat Jesus eingeführt und gelehrt. Es kommt direkt von ihm. Oder im Johannes 15, 4-5 sagt er, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau. Starkes Fazit so, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber was Jesus sagt im ersten Teil ist, hey, bleibet in mir. Und dann greift er eben das Bild auf von einer Rebe und wo mit dem Weinstock muss verbunden sein, um wirklich Frucht zu bringen. Und sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und sagt, hey, nur wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann kann Frucht entstehen.
Das ist nochmal das, was ich vorher gesagt habe. Und der Augustinus hat das mega cool auf den Punkt gebracht, in so einem Zitat. Er hat gesagt, ohne Gott können wir nicht, aber ohne uns wird Gott nicht oder macht Gott nicht. Also ohne Gott können wir gar nichts, können wir uns nicht verändern, kann die Frucht nicht in unserem Leben entstehen, aber ohne uns macht Gott sie auch nicht. Er zwingt sie uns nicht einfach auf, es braucht unser Dazutun in dem inne. Und das bleibt in mir, wo Jesus da davon redet, das ist ein Schlüsselbegriff in dem Kapitel vom Johannes. Im Griechischen heißt das Wort Meno, wo da gebraucht wird. Und es kommt allein in dem Kapitel 15 7-mal in unterschiedlichen Versen vor. Es kann auch verharren oder verweilen heißen. Andere deutsche Übersetzungen nennen es darum verbunden bleiben. Aber auf jeden Fall das, was das Kapitel, ohne dass wir jetzt auf all die Verse eingehen können, möchte deutlich machen, ist, dass die Art und Weise, wie Jesus uns einlädt, an dieser inneren Verwandlung durch den Heiligen Geist teilzunehmen, simpel und einfach und sehr direkt ist. Verharren, verweilen, bleiben. Meno. So sagt das, so heißt es im Griechischen. Bleibet in mir. Der John Mark Comer macht in einem Buch so eine sinngemäße Übersetzung, wo er den Kontext und alles noch so ein bisschen reinnimmt, wo er sagt, eigentlich kann man es wie übersetzen, machet euer Zuhause in mir, so wie ich mein Zuhause in euch mache. So diese Aussage. Und mir gefällt diese Ausdrucksweise, weil es eben darum geht, in dem Kontext, dass Jesus den Jüngern den Heiligen Geist verspricht und sagt, durch den Heiligen Geist ist es möglich, dass ihr eure Heimat in mir machen könnt und ich mache durch den Heiligen Geist meine Heimat in euch. Es geht um eine Beheimatung, es geht um eine Verwurzelung, es geht um eine tiefe Verbundenheit. Eben etwas, wo bleibt. Ich möchte jetzt zum Schluss mit euch noch anschauen, was denn das praktisch bedeuten kann. Wie kann ich denn so verbunden sein mit dem Heiligen Geist, dass die Frucht in meinem Leben wachsen kann? Oder wie können wir optimale Bedingungen dafür schaffen, dass die Früchte in unserem Leben schaffen können? Und da gibt es ganz viel, wo man bringen könnte. Aber ich möchte das machen, indem ich euch wie 3 so geistliche Gewohnheiten vorstelle. Und ich finde Gewohnheiten cool, weil Gewohnheiten, die fangen wie so Früchte, die fangen klein an, können aber eine enorme Kraft besitzen und kleine Änderungen, kleine Gewohnheiten können zu sehr grossen Veränderungen in unserem Leben führen. Und es ist irgendwo auch ein Prinzip, wo man in der Bibel findet, dass so geistliche Gewohnheiten ein Teil davon sind und Christen über die Jahrtausende bis Jahrhunderte bis Tausende das entdeckt haben und immer wieder gemerkt haben, dass ein Teil von dem Wachstum und von dem Unterwegssein mit Jesus eben darin besteht, dass wir gute, gesunde, geistliche so Gewohnheiten haben. Und natürlich sind alle geistlichen Gewohnheiten, die es gibt, irgendwo nützlich, aber ich möchte 3 heute besonders herausheben. Die erste von diesen Wachstumsgewohnheiten ist die Bibel. Die verändernde Kraft von der Auseinandersetzung mit Gottes Wort der Bibel. Vielleicht nicht das, was wir uns mit dem Thema Heiliger Geist gerade so im ersten Moment vorstellen, aber die Bibel macht mega klar, dass Gottes Wort Kraft hat zur Veränderung. Und dass, wenn wir uns mit ihr auseinandersetzen, dass das Frucht in unserem Leben wird tragen. Zum Beispiel lesen wir im Psalm 1, Vers 2-3, dass es heißt: Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist ein wunderschönes Bild. Ein Baum, der am richtigen Ort gepflanzt ist, nahe am Wasser. So ein Baum bringt Frucht. Und da wird es in Zusammenhang gesetzt mit jemandem, der sich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Es hilft uns, die Auseinandersetzung mit Gottes Wort, dass wir uns am richtigen Ort niederlassen. Es nährt uns. Und der Heilige Geist ist auch der, der uns helfen möchte, das Wort zu verstehen.
Und es ist nie ein Widerspruch zwischen Heiliger Geist und irgendwie Gottes Wort. Und das ist etwas, was ich liebe an Gottes Reich. Und der Tyler Staton hat das in seinem Buch so gut auf den Punkt gebracht. Er hat dort geschrieben, ich glaube, wir haben sogar ein Slide da, das Reich Gottes ist kein Entweder-oder-Reich, sondern ein sowohl als auch Reich. Die Bibel und der Heilige Geist. Denken und fühlen. Lehren und erleben. Kontemplativ und charismatisch. Biblische Auslegung und prophetische Worte, das Evangelium verkünden und Zeichen und Wunder. Dann frage ich dich, gibt es bei dir die Gewohnheit, Bibel? Setzt du dich mit ihr auch auseinander? Und ich weiss, die Bibel ist nicht ein leicht verdaulicher Snack. Es braucht manchmal ein bisschen Auseinandersetzung und den Heiligen Geist eben, um sie zu verstehen. Aber vielleicht kannst du auch mal überlegen, wenn das ist, was dich immer abgehalten hat, um dich damit auseinanderzusetzen. Was könnte dir denn helfen, um dich mehr mit der Bibel auseinanderzusetzen? Und ein konkreter nächster Schritt könnte sein, dass du einen Bibelleseplan abonnierst, wo dir hilft, das zu verstehen. Und ich habe im Serienkonzept, das ihr auf gwc-zeto.ch/Konzept findet, einen hinterlegt, den ihr abonnieren könnt, der vielleicht ein guter Einstieg ist, um sich nochmal mit der Bibel neu auseinanderzusetzen. Die zweite Gewohnheit ist Stille. Können natürlich auch Gebet sein, aber mir gefällt es, um mal den Fokus auf Stille zu legen, im Sinne von in Gottes Gegenwart sein und den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Weil in dem hinein passiert etwas in uns und das ist enorm wichtig für die Veränderung durch den Heiligen Geist. Im Römer 8, 15-16 heißt: Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich glaube, es ist von entscheidender Wichtigkeit, das zu verstehen, wer wir für Gott sind und wie unser Verhältnis mit Gott ist. Dass du nicht Sklave bist, nicht ein Knecht von ihm, nicht irgendein Fremder bist für Gott, sondern Sohn oder Tochter. Und lass dir nichts anderes einreden. Auch nicht von dir selber oder von anderen. Wir dürfen Gott mit Abba, Vater, ansprechen. Abba ist das hebräische Wort, das so ein inniges, mein Vater, lieber Vater oder Papi kann bedeuten. Und sogar Jesus hat uns gesagt, und er gesagt hat, wie wir beten sollen, dass wir Gott mit Vater ansprechen dürfen. Das ist etwas, was sich durchzieht. Es ist nicht einfach noch eine Seite, die Gott neben anderem auch hat. Wir dürfen zu Gott als ein Vater reden. Und heute, wo ja Vatertag ist, lass dir das vom Heiligen Geist sagen, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist. Ohne Aber. Kein Aber. Vielleicht kannst du dich auch fragen, ob es die Gewohnheit von der Stille in deinem Leben gibt. So bewusste, ruhige Momente in der Gegenwart von Gott, wo der Heilige Geist da ist, wo du dich auf ihn fokussieren kannst, wo du es einfach geniessen kannst, in dieser Gegenwart sein. Auch da vielleicht ein konkreter nächster Schritt, den du machen kannst, ist 5 Minuten nehmen, bevor du ins Bett gehst. Und du noch einmal zusammen hockst in der Ruhe. Und wenn du dann schon zu müde bist und einschlafst in dieser Zeit, vielleicht kannst du es auch am Morgen machen, wenn du nicht schon direkt gebraucht wirst. Oder dann halt nach dem Arbeiten, du findest eine Lösung. Die dritte Gewohnheit ist Gemeinschaft. Ein fester Teil
von einer christlichen Gemeinschaft sein, ist eine geistliche Gewohnheit. Es ist nicht einfach noch etwas, was wir machen, um uns irgendwo helfen oder weiss auch nicht was, oder weil es lässig ist. Die Bibel geht immer davon aus, dass du als Christ Teil von so einer Gewohnheit bist. Und wir finden in dieser Gemeinschaft die besten Voraussetzungen, zu dem, was Jesus da sagt, in Christus zu bleiben und wie er zu werden. Das Pfingstereignis zum Beispiel, wo uns berichtet wird. Ich meine, das war spektakulär. Da ist abgegangen, da ist mega viel gegangen. Aber kurz darauf ist es wieder losgegangen mit gewöhnlichen Menschen, die sich in einfachen Räumen versammelt haben, die gemeinsam gebetet haben, die gemeinsam gegessen haben, die füreinander da sind und einander unterstützt haben. Auf den ersten Blick alles andere als spektakulär. Und doch ist es eben enorm kraftvoll gewesen. Ist es die Gemeinschaft gewesen, wo aus dem heraus schlussendlich eine weltweite Bewegung entstanden ist. Ich habe ein Zitat aus einem Buch, wo es darum geht, wo heißt, "When the Church was a family". Geistliche Bildung findet in erster Linie im Kontext der Gemeinschaft statt. Menschen, die mit ihren Brüdern und Schwestern in der Ortsgemeinde verbunden bleiben, wachsen fast ausnahmslos in ihrem Selbstverständnis und reifen in ihrer Fähigkeit, eine gesunde Beziehung zu Gott und zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Das gilt insbesondere für jene mutige Christen, die den oft chaotischen Prozess der zwischenmenschlichen Meinungsverschiedenheiten und der Konfliktlösung durchhalten. Also eben auch dort nicht davonlaufen, wo es mal herausfordernd und schwierig wird. Langfristige zwischenmenschliche Beziehungen sind der Schmelztiegel für echten Fortschritt im christlichen Leben. Menschen, die verwurzelt bleiben, wachsen auch. Vielleicht ein bisschen einfacher übersetzt, die Frucht vom Geist, die reift nicht in Isolation und indem wir uns für uns selber einfach mit Gott beschäftigen, sondern in den Herausforderungen der Gemeinschaft. Denk mal an zum Beispiel Geduld. Das machst du dort, wo du herausfordernde Leute bist. Oder wenn alle und alles länger braucht, als wenn du vielleicht einfach allein machen würdest. Güte wächst angesichts der Not und der Herausforderungen, die andere in deinem Leben haben. Selbstbeherrschung. Vielleicht, wenn im Kontext von Klatsch und Tratsch oder wenn die Wut uns überkommt. Freude ist in der Gemeinschaft am schönsten. Es gibt unter den Benediktinermönchen sogar so ein Prinzip, das nennt sich Stabilitas. Die treiben es nochmal ein Stück weiter. Das Prinzip besagt, dass Mönche an ihrem Standort oder ihrem Ort, dort wo sie sind, wirklich auch verwurzelt bleiben. Und nicht einfach von Kloster zu Kloster weiterwandern, sobald es ihnen am einen Ort nicht mehr so gefällt. Und zwar nicht einfach, weil man es dort behalten wollte, sondern genau aus dem Grund vom Wachstum. Einer von den Wüstenvätern hat gesagt, wie ein Baum, der oft versetzt wird, keine Frucht bringen kann, so bringt auch ein Mönch, der oft den Ort wechselt, keine Frucht. Es braucht eine Verwurzelung. Es braucht einen Ort, wo wir wirklich auch uns niederlassen und sagen, da bin ich ein Teil davon, da bin ich fest und da halte ich es aus, auch in dem Moment, wo es vielleicht nicht einfach ist. Auch dann, wenn es mich vielleicht mal anschießt und es herausfordernd ist. So möchte ich dich auch bei dem fragen, gibt es bei dir die Gewohnheit der christlichen Gemeinschaft? Und die meisten von uns oder sind Teil von einer Small Group oder sind Teil von dieser Kirche. Bist du verwurzelt? Bist du stabil dort, wo du bist? Und vielleicht kann ein nächster Schritt sein, wenn du merkst, nein, eigentlich bin ich das nicht, dich wirklich noch einmal zu pflanzen. Teil werden von einer Group, falls du nicht ein Teil von einer Group bist. Oder vielleicht Teil werden überhaupt von einer Kirche, wenn du gar nicht dich fest dazu zählst und sagen, mal, ich möchte ein Teil davon sein. Um zu erfahren, was das heisst, so zu wachsen. Ich möchte enden mit einem Gebet und steht doch auf dazu, wir können es gerade zusammen miteinander beten. Wir nennen das Gebet um den Heiligen Geist vom Augustinus, von einer von diesen Kirchenvätern und
Wir können es gerade einblenden. Und es passt eigentlich mega zu dieser Predigt. Oder haben wir es nicht? Haben wir nicht? Gut, dann habe ich das Slide vergessen. Sorry. Dann lese ich es vor und ihr könnt es mitbeten. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich es nimmer verliere. Amen.